Ich glaube, das ist lustig. Ich glaube auch, dass es lustig ist. Wir sind Laura und Axel und wir bauen gerade unseren eigenen Offroad-Camper aus. Nachdem wir unsere Wohnkabine selbst gebaut haben, geht es jetzt an die Einrichtung. Und wer die bisherigen Videos verpasst hat, schaut gerne in der oben verlinkten Playlist vorbei. Wir verraten euch jedenfalls, was wir bei der Planung von unserer Inneneinrichtung beachtet haben, wobei wir natürlich wie jeder relativ praktisch gedacht haben. Aber im Vergleich zu anderen Offroad-Camper wahrscheinlich mehr Wert auf Optik und vor allem auch Komfort gelegt haben. Daher eine Sache vorweg. Bei dem ganzen Thema Camperausbau sieht man im Internet immer wieder Leute, die ihre eigene Lösung als so die einzig richtige verkaufen wollen und andere Entscheidungen direkt schlecht machen. Wir finden, die Innenraumplanung ist so ein individuelles Thema, wo es kein richtig oder falsch gibt. Wir wollen euch heute nur aufzeigen, warum wir uns wie entschieden haben, weil das anderen, die gerade bei der Planung sitzen, vielleicht da irgendwie helfen könnte. Das heißt aber natürlich nicht, dass unsere Ideen besser sind als andere. Wir können vielleicht da falsch liegen. Ja, so, jetzt wo wir das geklärt haben, legen wir endlich los. Wir haben das ganze Thema in 5 Kategorien unterteilt: Bett, Küche, Sitzecke, Bad und Stauraum. Starten wir mal mit dem Thema Bett, denn das hat uns bis zum Schluss Bauchweh beschert. Aber wenn wir beide mit 1,75 Meter keine Riesen sind, wollten wir nicht auf ein knapp 2 Meter langes Bett verzichten. Da die Wohnkabinenbreite bei uns innen nur 1,80 Meter ist, war das Querschläferbett somit keine Option. Ja, und somit bleiben uns nur 2 Möglichkeiten. Entweder ein fixes Bett mit 2 Meter Länge oder ein ausklappbares bzw. ausziehbares Bett. Option 1 würde bedeuten, dass unser Bett über den Alkoven hinausgeht, wobei darunter dann einfach jede Menge Stauraum entsteht. Das ist die unkomplizierteste und sicherste Lösung, die übrigens unsere Freunde Yassi und Andy von Travel Together in ihrem Offroad-Camper umgesetzt haben. Wir verlinken euch ihren Kanal natürlich, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Wir selber waren in der Kabine auch schon drinnen und natürlich beeinflusst so ein Riesenbett das Raumgefühl, aber trotzdem diese Option ist einfach und langlebig und kann man auf alle Fälle machen. Wir wollten uns nicht so viel Raum verbauen, weswegen wir uns für ein aufklappbares Bett entschieden haben. Uns war dabei wichtig, dass man das Bett auch im zusammengeklappten Zustand zumindest teilweise nutzen kann und dass das Bett im ausgeklappten Zustand keine anderen wichtigen Funktionen im Camper einschränkt. Praktisches Beispiel: Einer von uns schläft in der Früh länger, wir sagen jetzt nicht wer, und der andere kann schon mal das Frühstück kochen, ohne dass jetzt zum Beispiel die Herdplatte oder der Kühlschrank komplett blockiert sind. Nachteil an so einer klappbaren Bettlösung ist auf jeden Fall, dass die Konstruktion insbesondere beim Offroad-Fahren vermutlich irgendwann kaputt gehen wird. Wir hoffen, dass das nicht allzu bald passiert, aber selbstverständlich gilt, je einfacher eine Konstruktion, desto langlebiger ist sie. Wie wir das Ganze dann umgesetzt haben und worauf wir beim Betten noch geachtet haben, seht ihr übrigens im nächsten Video. Eins vorweg, wir sind insgesamt sehr zufrieden. Weiter geht's. Neben dem Bett haben wir 2 Kasteln eingeplant, die wir ursprünglich für Gewand nutzen wollten. Warum auch die nicht ganz so perfekt worden sind, zeigen wir euch übrigens ebenso im nächsten Video. Das gilt aber für alle Möbelstücke, also lieber gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Es geht weiter mit unserer Küche. Bei der Küchenplanung muss man sich natürlich zwangsläufig auch direkt Gedanken über die verbauten Elektrogeräte machen. Schließlich sollen Kühlschrank, Kochfeld, Waschbecken und in unserem Fall auch noch der Wasserboiler irgendwo im Küchenkastel Platz haben. Wir haben uns für einen großen 70 Liter Kühlschrank sowie ein großes Waschbecken entschieden, einfach wieder aus Komfortgründen. Dazwischen hat das Dieselkochfeld Platz und über dem Kühlschrank bleibt sogar nur eine große Arbeitsfläche. Die wäre zum Beispiel wegfallen, wenn wir ein fixes Bett gemacht hätten. Und ich glaube, das wäre was uns auf Dauer sehr gestört hätte. Wahrscheinlich. Links von der Küchenzeile ist noch ein Kasten geplant, den wir den Turm nennen. Der geht rauf bis zur Decke und ist gleichzeitig auch der Ort, wo die Kabel von den Solarpanelen in die Kabine reinkommen. Übrigens sollte man abgesehen davon eher auf hohe Kästen oder Hängeschränke verzichten, denn je höher der Schwerpunkt, desto eher haut's die auf so einer Offroad-Piste auch um. Und das wollten wir nicht riskieren. Ja, eigentlich war es ja schon wieder mit der Küche, weswegen es direkt weitergeht zur gegenüberliegenden Sitzecke. Ja, da gibt es nicht sonderlich viel zum Sagen, außer dass man die Sitzhocker natürlich auch als Stauraum nutzen sollte und wir auch noch ein kleines Trittpodest gemacht haben, das als Stauraum zusätzlich dazwischen funktioniert. Wir haben uns außerdem für einen schwenkbaren und höhenverstellbaren Tisch entschieden, wobei wir uns noch nicht sicher sind, wie lange uns der wirklich begleiten wird. Ja, das nächste Kapitel ist das Bad, wobei wir uns gegen ein abgetrenntes Badezimmer entschieden haben, was es in anderen ähnlich großen Kabinen teilweise schon gibt. Stattdessen ist unser Bad einfach ein Kasten und eine Dusche. In dem Kasten haben wir oben wieder 2 riesige Staufächer und im unteren Fach befindet sich unsere Trockentrenntoilette, die auf Teleskopschienen steht und daher ausgefahren werden kann. Ich glaube, wir gehen jetzt direkt mal auf den Elefant im Raum bzw. das Klo im Raum ein. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon ein bisschen was gedacht haben bei der Konstruktion. Ja, wenn man kein räumlich abgetrenntes Bad hat, steht das Klo einfach mitten frei im Raum.
Würden wir uns den Camper mit einem anderen teilen, der uns weniger nahe steht, würden wir das vielleicht anders machen. Aber ich glaube, in unserer Beziehung ist es mittlerweile möglich, dass man diese Art der Toilettenplatzierung ohne Probleme meistert. Ich glaube auch, aber wir hätten zusätzlich den Duschvorhang auf der gegenüberliegenden Seite so konzipiert, dass man ihn auch als Klovorhang nutzen kann. Und ja, mal schauen, wie viel Unterschied das dann noch macht. Visuell, akustisch ist die Frage. Olfaktorisch. Olfaktorisch. Also direkt weiter zur Dusche. Auch da scheiden sich ja bekanntlich die Geister, ob man eine Innendusche machen möchte oder ob man das eher lässt und nur eine Außendusche platziert. Nachdem wir ein paar Mal in unserer Karriere bei kaltem Wind draußen duschen haben müssen, haben wir uns ohne zu zögern für eine Innendusche und einen Warmwasserboiler entschieden. Und ja, die Dusche haben wir dann direkt bei der Eingangstür verbaut, so dass man sie theoretisch auch außen verwenden könnte. Und die Duschwanne ist irgendwie gleichzeitig so eine Art Schuhablage, so dass wir uns hoffentlich nicht allzu viel Dreck in die Wohnkabine tragen. Die genaue Konstruktion der Dusche zeigen wir euch natürlich auch noch, aber so von der Planung her sind wir auf jeden Fall auch zufrieden. Letzter Punkt, der Stauraum. Natürlich haben wir bei den anderen Möbeln jetzt da schon ganz viel Stauraum gehabt, aber es gibt nur ein, zwei Möbelchen, die wirklich nur Stauraum sind, die wir euch jetzt noch zeigen. Einerseits haben wir links von unserem Kasten, wo das Klo drinnen ist, nur ein kleines Kästchen geplant, wo eventuell Schuhe oder andere Dinge ihren Platz finden. Außerdem ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir vor dem Bett auch noch zwei Kästen geplant haben. Die Kästen nennen wir den Schlurf. Weil wir einfach nicht wissen, wie man das sonst nennen könnte. Ihr könnt es gerne drunter schreiben, ob ihr eine Idee habt. Keine Ahnung. Naja, der Schlurf ist auf jeden Fall genauso hoch wie unser Alkovenboden und ist in 2 Teile geteilt. Jeden Teil kann man von oben aufklappen, aber ist auch nur über ein, 2 andere Wege zugänglich. Und der linke Teil, der befindet sich gleich hinter dem Sitzhocker und darin wollen wir die Elektronik verbauen. Der rechte Teil ist größer und darin befindet sich unter anderem unser Trinkwassertank. Darüber liegend bleibt noch ein bisschen Freiraum übrig, den wir dann auch noch sicher kreativ nutzen können. Übrigens haben wir als Basisfahrzeug ja einen Toyota Hilux ExoCab, das heißt, wir haben auch eine Rückbank, wo wir beispielsweise Euroboxen oder andere Aufbewahrungsutensilien hinter können. Das heißt, wir haben Platz für Ersatzteile, Essensvorräte oder auch ähnliches. Also wir gehen davon aus, dass uns der Stauraum reichen wird, aber wie genau wir das alles dann nutzen, das ergibt sich wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit. Ja, wir denken, dass wir euch in dem Video ein paar Denkanstöße für eure eigene Kabinenplanung mitgegeben haben und unsere Entscheidungen so erklärt haben, dass ihr was damit anfangen könnt. Wie gesagt, es gibt nirgends so richtiges richtig oder falsch, aber wir sind trotzdem gespannt darauf, was ihr zu unserem Plan sagt. Vergesst außerdem nie, dass Camperplanung immer ein Kompromiss ist. Unsere Kabine ist alleine anhand ihrer Größe mit dem Alkoven schon viel weniger offroad-tauglich als eine kleine Kabine mit beispielsweise nur einem Aufstelldach. Aber da wir ja zu zweit sind und irgendwann vielleicht auch zu dritt, da war uns dann der Platz und Komfort wichtiger, als wir, dass die rädigsten Pisten und Dünen mit unserem Auto auch möglich sind. Wir verstehen es aber natürlich, wenn man da andere Ansprüche hat. Und nachdem wir das nächste Video jetzt schon 17 Mal angekündigt haben, im nächsten Video seht ihr dann nochmal genauer, wie wir unsere Planung in die Realität umgesetzt haben, wie wir den Möbelbau an sich angegangen sind und welche Teile unserer Planung wir jetzt schon bereuen. Gibt's nämlich auch was. Naja, bleibt jedenfalls dran. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss.